Herzlich willkommen bei Viva la Movielusion. Heute sprechen wir über den Film Project Power auf Netflix. Seit dem 14. August ist er dort zu sehen und war auch kurzzeit bei diesen Top 10, glaube ich, auf Platz 1 oder zumindest relativ weit vorne. Und heute reden wir zusammen, ich und der Kani, über diesen Film mit Jamie Foxx und Konsorten. Kani, wie hat dir gefallen? Was sagst, hat Netflix da mal wieder einen richtigen tollen Hit gelandet? Ja, ich sage mal, während es dann anschaut, ist er unterhaltsam, aber er verschwindet im Kopf dann wieder sehr schnell. Oder aus dem Kopf. Kannst ungefähr umschreiben, um was es im Project Power geht? Das kann ich machen, ja. Kann ich machen. Soll ich es machen? Mach. Dann tu ich es machen, gell? Also im Project Power dreht sich alles wie so oft mittlerweile um Superkräfte. Und zwar wird da irgendeine Droge rumgereicht, so kleine Kapsel-Dinger sind das. Und wenn du die einballerst, dann bist nicht geil drauf wie auf Koks. Nicht, dass es wissert, aber hast auf alle Fälle dann 5 Minuten lang Superkräfte. Es steht ja, du weißt ja nicht vorher, was das ist. Es hat anscheinend schon viele Todesfälle ergeben. Es gibt einen Polizisten, der da ermittelt. Dann gibt's den Jamie Foxx, der da so einer, sag ich mal, Verschwörungsding nachher tut. Und dann ist da noch so eine Tante dabei, so eine Schwarze, die da ein bisschen umeinander tickt, weil sie ein wenig Kohle braucht. Und natürlich verschmelzen dann die 3 Geschichten von denen da miteinander, ein bisschen früher, ein bisschen später, und läuft am Ende auf ein gemeinsames Ziel raus. Wie ich vorher schon gesagt habe, war spaßig, macht in dem Moment, wo es dann anschaust, da irgendwo seinen Spaß, ist actiongeladen, die Effekte sind ziemlich cool, vor allem der Typ, der brennt, das war alles sehr cool. Verschwindet aber danach, wenn es da so schnell wie es auf Stopp druckst, so schnell verschwindet er aus dem Kopf wieder, finde ich. Wie war's bei dir, Corby? Was sagst du? Ich habe 2 Anläufe gebraucht bei dem Film. Ich bin ehrlich gesagt einfach beim ersten Mal voll eingepennt, und das, obwohl ich relativ fit war. Ich darf gar nicht sagen, wie viel das ich gehabt habe, weil ich hab mir zuerst vorgenommen als Einschlaffilm. Dann hab den, glaube ich, 6 Mal angefangen. Bin immer so 10 Minuten gekommen. Dann habe ich mir gedacht, ach, eigentlich interessiert er mich schon. Fangst du nämlich von vorne an. Und so ist, ich glaube, 6 oder 7 Mal habe ich angefangen, bis ich dann gesagt habe, jetzt schau ich mir nicht zum Einschlafen an, sondern jetzt schau ich mir mal bewusst an. Ja, okay. Also, das heißt, du hast ihn fast 2-mal gesehen? Fast, ja. Wenn man die 6 Anläufe zusammenrechnet, kommst du auf 1,5 Mal ungefähr. Ja, ich habe den Trailer zuerst gesehen und hab mir dann gedacht, ja, der kann ja eigentlich relativ cool sein. Wobei ich ehrlich gesagt beim Trailer mir gedacht habe, dass das eine Serie ist. Dann hat man dann gedacht, boah, geil, Miniserie mit dem Jamie Foxx. Bis ich halt dann gemerkt habe, okay, das ist ja doch ein Film. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also schon alles, was die im Trailer gezeigt haben, wie packen die das in 110 Minuten? Sie haben es schon geschafft, aber so richtig packt hat er mich nicht. Also sagen wir mal, wenn es diesen Film jetzt auch nicht gegeben hätte, dann war es auch nicht so schlimm. Ja, da gibt's einige, wo man sagt, das war nicht so schlimm gewesen. Ja, aber da verstehe ich dann ehrlich gesagt den Hype nicht. Also da verstehe ich ja nicht, warum er dann so weit vorn bei Netflix war. Ich meine, eins muss man einfach sagen, der Jamie Foxx ist ein cooler Hund. Den kann man sich ja anschauen. So, dass man sich denkt, ey, ja, der reißt bestimmt bis zum Ende vom Film dann nur irgendwie raus. Ja, dadurch, dass eben so viele Charaktere irgendwie mit drin waren, wo man gedacht hat, gut, wer von diesen Leuten ist jetzt so der richtige Hauptcharakter? Also auf wen gehst du am besten ein? Und du hast ja vorhin gesagt, das eine schwarze Mädel, also die da als Rapperin immer wieder rüberkommt. Oh Gott, erinnert mich nicht an den Scheiß. Ja, weiß ich nicht, das war immer so ein ganz schmaler Grat zwischen, finde ich die jetzt gerade sympathisch oder nervst du mich gerade eigentlich voll? Ja. Sagen wir da in der Mitte vom Film, da ist ja diese eine harte Action-Sequenz, wo, ja, ich versuche jetzt das mal so zu formulieren, ohne dass ich groß spoiler.
ist in einem Raum, in dem Raum ist eine Kuppel und man verfolgt praktisch mit der Kamera so eine Dame, die in dieser Kuppel drin ist und drumherum passiert sehr viel Action. Ja. Das fand ich echt cool. Die habe ich auch auf der Liste. Aber das war's dann also größtenteils. Die Grundidee aber von Project Power mit diesen Kapseln, die, wenn man sie nimmt, einem Superkräfte verleihen, ist ja eigentlich nicht verkehrt. Drum, als ich den Trailer gesehen habe ich mir gedacht, boah, eigentlich eine coole Idee für eine Serie. Aber irgendwie im Filmformat hat's einfach nicht gezogen. Ja, nicht so 100%ig. Ich sage auch, also die Szene, die du beschrieben hast, die war ziemlich cool. Waren ja zwar ein paar coole Gewaltspitzen dann dabei, so gerade diese Eisskulptur und den Typen. War richtig stylisch. Es waren die Verfolgungsjagden oder die Kampfsequenzen, die waren immer ziemlich stylisch umgesetzt. Der ganze Film an sich ja sehr kurzweilig gehalten, aber er ist irgendwie hinter seine Möglichkeiten zurückgeblieben, was allgemein angeht. Da bleibt ja jeder andere Action 0815 Superkräftefilm mehr im Kopf als die Hammy. Ja. Und weil du vorher schon gesagt hast, also diese Rap-Szenen, das war ja so beschissen. Ja, unglaublich, da war ich wieder ausgeflippt. Hau mir ab. Das hat mich damals bei Wirtsgeissen, der Film The Visit, oder? Mit denen zwei, die bei ihren Großeltern übernachten und der Bur die ganze Zeit meint, der wird der nächste Eminem. Da hätte ich da schon im Strahl das ganze Kino voll kotzen wollen. Gut, dass ich das wieder heim war, jetzt habe ich jetzt einfach nämlich über die Couch drüber gespielt, weil mir das so viel aufgeregt hat. Ja gut, aber da muss man sagen, da hat die Visit noch ganz andere Vorteile gegenüber Project Power. Ja, um die geht's mir gar nicht. Mir geht's rein um diese behinderte Scheiß umeinander Rapperei von irgend so Möchtegern-Rapper in seinen Filmen. Das ist einfach so ein Scheißdreck, so unterirdisch schlecht. Und in dem Fall war sie da, allein die erste, die sie sich da nur vorstellt. Ja, leg mich doch, hau ab mit dem Scheiß. Ja, aber du wirst jetzt auch in einem Ranking von den Top-Rap-Filmen nicht erst nur 8 Mile bringen und danach kommt gleich Project Power. Ja, nicht wahrscheinlich gar kein Ranking auftauchen bei mir aus, wenn es ums Rap-Ding geht. Außer um das, wo es jemals die beschissensten Rap-Szenen gesehen. Dann sage ich so Visit und Project Power. Krieg im Vogel. Was sagst du rein zum Schauspiel? Jetzt klammern wir mal die junge Dame aus, vom Jamie Foxx und von dem anderen, vom Dominic Fishback. Ja, so Dominic Fishback. Nein, Schmarrn. Das ist sie. Ja, jetzt. Der Joseph Gordon-Levitt. Der Joseph Gordon-Levitt. Levitt oder Lewitt, das wisst ihr, unsere Sprachbehinderung, was Namen angeht. Die sollen nicht einfach mal normal heißen, die Leute. Was soll denn das überhaupt? Ja, der kann einfach nur Karl heißen. Ja, Karl Carlson. Einfach so. Ja, das war ein ganz einfach einprägsamer Name. Also, was sagst du zum wunderbaren Schauspiel von Karl? Ja, Karl war gut. Also, der ist ja sowieso immer gut. Der Joseph und der Jamie Foxx ist sowieso, den mag ich ganz gerne anschauen. Die Dominique Fischbeck war ja auch gut. Es geht ja nicht darum, dass sie schlecht gespielt hat. Nur diese Rap-Szene war nicht an sich beschissen, aber da kann jetzt sie nichts dafür. Aber an sich gibt vom Schauspiel her, da ich sagen, eigentlich überhaupt nichts zum Beschweren. Das ist oberste Liga, sind nicht auch Weltklasse-Schauspieler, die zwei genannten, und die Dominique steht ihnen nicht viel nach. Ja, vor allem sie hat so einen Eindruck gemacht, wo du denkst, okay, so einen Charakter siehst du nicht oft. Ich meine jetzt der rappende Schwarze. Nein, sondern eher sie kann ein toller Charakter so als Statist sein, so das im fast jedem 0-15 Film siehst, aber dass es so hervorheben als Hauptcharakter hat dann schon fast wieder was. Mhm. Weißt du, ich suche gerade ein paar positive Argumente für Project Power. Wir müssen am Ende was Positives und Negatives sagen. Ja, das ist irgendwie schwer bei dem Film, weil er ist einfach kein 0815-Film mehr, hätte ich jetzt sagen. Das ist wirklich nichts, keine vergeudete Zeit, aber auch kein Überburner, sondern das ist einfach so richtig belanglose Hirnaus-Action, die schnell wieder vergessen ist. Und du versammst halt auch nichts, wenn du nichts gesehen hast. Ja, das stimmt. Ein bisschen kürzer darf er da sein. Was hat er denn dauert? 114 Minuten. Der auf knackige 1,5 Stunden zusammengeschnittenes Ding war wahrscheinlich, er hätte ihm gut da. Da war es noch mal ein bisschen gescheiter gewesen. Aber fast wieder 2 Stunden, das ist einfach jetzt voll bei seinen Filmen. Ich weiß nicht, was soll ich 2 Stunden lang wollen. Na, ich sag's dir, das Beste wäre gewesen, die hätten da keinen Film draus gemacht. Die hätten einfach von mir so eine 4- oder 5-teilige Miniserie draus gemacht, hätten jeden Charakter, der drin vorkommt, nur ein bisschen ausbaut, was hier super bei jedem angeboten hätte. Weißt du, beim Jamie Foxx, seinem Charakter, da kannst du von mir sogar 2 oder 3 Folgen so ein bisschen Geheimnis um seine Geschichte drumherum machen und baust nur mehr die Rapperin aus und den Polizisten. Mhm. Sagst nur ein paar coolere Superhelden oder Power
Fähigkeiten, weil sagen wir mal, ja, das, was man halt gesehen hat, ja. Ja, du, der eine mit den Knochen war schon geil. Ja, schon, aber. Den fand ich geil und es war auch ekelhaft, wie sie am Ausgewachsen sind. Habe ich aber auch schon wieder, das habe ich wieder blöd gefunden. Das habe ich blöd gefunden, weil man in der einen Erklärszene, wo es dann irgendwie, ja, rauskommt, woher sie diese Powerfähigkeiten immer hernehmen in den Kapseln, das Viech gesehen hast, das macht. Also das heißt, ich habe eigentlich 30 Minuten vorher schon mal gesehen, ah ja cool, da gibt's irgendein Viech, das seine Knochen aushebeln kann und dann, ja, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, hey, das wäre ja richtig geil, wenn wir da einen einbauen. Ja, das haben wir schon, aber dann auch schon gedacht, als man das sagt, der muss kommen, das habe ich gewusst. Ja. Ich hätte lieber ein paar lustige Power-Fähigkeiten dann gesehen, weißt du, wenn einfach auch einmal ganz aufgedunsen ist oder zu einer Qualle wühlt oder irgendwie so. Ja, da war es aber anders schade geworden. Weil, was war eigentlich mit, der eine Typ war also geil bescheuert, der Unsichtbare, der die Bank ausraubt, hockt er sich im Bus und macht er seine Beute auf. Was ist eigentlich mit ihm? Wie dumm, also wie billig ist denn eigentlich das? Ja, also jeder, der schon mal eine Bank ausgehabt hat, weiß, was macht man einfach nicht. Also, Ja, oder jeder, der schon einmal einen Film mit Bankräuber gesehen hat. Kein Mensch sitzt doch dann in den Bus rein und schaut da mit seiner Beute gemütlich, auch wenn er unsichtbar ist. Man sagt, der fliegt der Taschen durch die Luft und fängt dann da drin schon das Geld sein. Oder schau doch einfach, dass ich weiterkomme. Das ist richtig billig dumm gewesen, damit man den Witz bringen kann, er scheißt wieder mit der Farbe voll. Na, also ich ring gerade innerhalb meiner selbst, was ich jetzt noch alles großartig sagen soll, weil ich versuche gerade eigentlich auch was Positives über den Film noch zum sagen, aber ich möchte mal ein bisschen was aufheben für unsere was ist schlecht und was ist gut Runde. Ah, okay. Ja, was ich noch, irgendwann habe ich wieder gelesen davor, dass manche Leute den Regisseure da nachstellen. Übrigens, Regisseure waren der Henry Joost und Ariel Schulman, irgendwie so. Wie gesagt, wieder mal Sprachbehinderung. Bekannt auch von Paranormal Activity 3 und 4, den haben sie anscheinend auch miteinander gedreht. War der dritte noch cool, der vierte war dann schon aber da ist irgendwas wollten sie schwer eine interpretieren von irgendwelche sozialkritischen Blabla-Dinger, die dann nicht funktionieren, die sie aber zeigen wollten, wo ich dann wieder sage, einen Scheißdreck wollten sie zeigen, meiner Meinung nach. Das ist halt einfach nur unterhalten dafür, hätte einfach nur eine stumpfe Action-Unterhaltung werden sollen. Warum wollen sie überall irgendeine Sozialkritik interpretiert haben? Warum denn? Ja, die haben ja miteinander Nerf gemacht und Nerf war ja also ein bisschen sozialkritisch. Den fand ich aber sogar cool. Also war das der mit dem Spui, oder? Ja, in der ganzen Stadt. Ja, weiß ich schon. Der war cool. Ja, und bei Project Power, ich kann mir schon vorstellen, um was da geht, auch wieder mit Geschichten und was weiß ich. Ja, aber vorstellen kann man sich's immer, aber muss ich das immer gezwungen rauslesen müssen und mich dann beschweren, dass es nicht besser rüberbracht wird. Vielleicht wollten sie es ja gar nicht, weißt du schon. Das nervt mich einfach. Das bei jedem scheiß zweiten Film, der vielleicht einfach nur stupide unterhalten mich, fangen sie dann an, dass irgendwie eine Sau an den Haaren herbeiziehen. Hauptsache, dass dann irgendwie, man kann sich beschweren über seine Qualitäten, die er irgendwie überseckt und nicht hat. Das lasse ich mir eingehen. Aber dann wieder mit so Interpretationsbeschwerden, weil ich interpretiere das jetzt da eine und der Regisseur hat mir das aber nicht gut genug gemacht. Drum rege ich mich auf. Ja, dann bin ich ja voll Tipp, wenn ich das so meine. Ja. Glaubst du, der Film hätte funktioniert, wenn der Jamie Foxx nicht mitspielt? Ja, ich glaube, dass er trotzdem funktioniert hätte, weil das, also er ist zwar cool zum Anschauen und er spielt auch gut, aber er trockt jetzt halt nicht unbedingt so den Film so stark, weißt du, wie man? Also, ich mag den Jamie Foxx. Ich fand, wie schon vorhin gesagt, die Szenen mit ihm da drin cool, aber es gab viele Szenen und auch viele Handlungsstränge, wo ich mir gedacht habe, warum hat der Jamie Foxx das gemacht? Mhm. War es etwa das Geld? Ich weiß nicht. Ja, aber du musst sagen, wenn du jetzt, glaube ich, das Drehbuch nur das Drehbuch hingeworfen kriegst, ist das ja cool lesen. Die Idee finde ich ja sehr geil. An der Umsetzung scheitert es halt auf weiten Strecken. Ja. Wie hast du die Bösewichte gefunden? Also die Hauptbösewichte, ja, der eine Typ, der die Pillen vertickt hat. Die bleiben auch total blass und auf der Strecke. Also im Kopfblim ist der dämliche Bankräuber, der ist aber nur eine Nebenfigur, ist aber halt auch nur, weil er so billig dämlich ist, nur Mittel zum Zweck, damit man den Witz einbauen kann. Er färbt sich selber ein, während er unsichtbar ist. Ja. Der ist halt aufgrund dessen im Kopfblim. Der Hauptbösewicht überhaupt
der ist gar nicht in den Kopf geblieben, auch wenn er noch so prägnant sein möchte. Das schafft er für mich aber überhaupt nicht. Und dann ist halt noch der eine Bösewicht im Kopf geblieben am Ende mit seinen Knochen, aber halt auch nur, weil das halt geil eklig war, wenn seine Knochen aus dem Körper rausfahren. Aber das ist ja auch gerade eigentlich so eine Nebenfigur gewesen, der dann noch seine 5 Minuten Kampfszene kriegt. Aber ansonsten bleiben die alle komplett blass und auf der Strecke. Ja, man muss definitiv sagen, und das können wir, glaube ich, jetzt auch schon vor unserem Fazit sagen, es gibt definitiv bessere Filme auf Netflix, die da exklusiv drauf sind. Aber hallo, ja. Also drum, ich kann mir nur vorstellen, dass er so gehypt war, weil eben der Jamie Foxx mitspielt. Das haben ja die dämlichen Netflix-Filme aber irgendwie alle so an sich. Da kommt irgendein Netflix-Film, wird angekündigt und dann eskalieren sie alle voll. Überall auf die sozialen Medien flippen sie voll aus, weil ein neuer Netflix-Film kommt. Und am Ende sind sie aber alle bei Mords enttäuscht, weil die Netflix-Filme irgendwie nie so halten, was die Hypes versprechen. Ja, es gibt schon immer wieder ein paar coole. Also ja, der Schacht zum Beispiel war geil. Ja, aber wenn ich im Monat 38 Filme aus der Scheiß, dann arbeite ich halt nur nach dem Motto, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Ja. So, jetzt darf ich aber sagen, bevor wir noch mehr schlechte Sachen über Project Power reden, fangen wir doch mal an, dass wir eine gute Sache und eine schlechte Sache drüber verlieren. Und Kanye, du darfst anfangen. Yay. Eine gute Sache, also ich fand die Szene mit dem Typen, der in Flammen aufgeht, ziemlich cool. Der hat er geil ausgekauft, wenn er das Brennen anfängt. Das hebe ich mir vor und das halt an sich einfach, er war trotzdem irgendwo stylisch und angenehm kurzweilig. Dann kommen wir aber dann auch gleich auf das Negative über. Er bleibt halt absolut null im Kopf hängen, weil das alles dann doch trotz seines Styles und seiner Kurzweiligkeit so endlos belanglos ist, dass du es in dem Moment, wo der Abspann losgeht, hast du vergessen, was du gerade angeschaut hast. Und was mich richtig angekotzt hat, waren diese Idiotenrückblicke mit dem Jamie Foxx, wo er dann nicht mehr weiß, wo er ist, wer er ist, wo es gerade ist, wo man denkt, so ein Scheißdreck, was ist denn das jetzt wieder? Fahrt er mit dem Auto und auf einmal hat er irgendeinen Rückblick und meint, er fährt jetzt sonst irgendwo durchs Feld. Ja, Kim, hau ab mit dem Scheiß, so, selbst hasse. Okay, ich habe jetzt schon befürchtet, du fängst wieder mit die Haare. Mit den Haaren, nein. Da hat keiner behinderte blondierte Haare gehabt, das hat alles passt. Wobei die Frisur, die komischen Zöpfe von der Dominik auch nicht unbedingt schön waren, aber sie kann es tragen. Okay, das ist aber schön gesagt. Gut, dann fange ich mal an. Ich fange mit dem Positiven an. Das Positive ist die Grundidee von dem Film. Ich habe den Trailer gesehen, habe mir gedacht, boah, eine coole Miniserie, wo man bestimmt erstmal so 2, 3 Folgen sehen muss, was so der Hintergrund von diesen Pillen ist. Und ja, dann kommen wir mal zum Negativen. Ich mag den Film nicht, weil er anscheinend nicht weiß, was er eigentlich aussagen will. Oder ich glaube, der Film schwankt so zwischen ein bisschen erwachsen werden, Schichten sorgen, Powerfähigkeiten, die aber dann auch nicht so geil sind, dass man jetzt sagt, boah, das muss man unbedingt gesehen haben. Die, wie schon vorhin erwähnt, die Grundidee ist super. Also ich habe schon lauter Ideen, was man da großartig draus machen hätte können, aber er hat es halt einfach nicht gemacht. Er führt 3 Hauptcharaktere ein, die alle so zu 40% irgendwie rüberkämmern und so richtig identifizieren kannst du mit keinem. Das Ende ist nicht sonderlich bombastisch cool und ja, Jamie Foxx hat schon etwas rausgerissen, so dass man sie ja bis zum Schluss hat anschauen können, aber also es ist absolut keine Empfehlung. Nein, ich muss echt sagen, mir hat er nicht gefallen. Ja, so ist das ab und zu, gell? Den kann man nicht empfehlen. Ich sag, schaut's nicht an. Man macht nicht viel verkehrt, aber wenn's nicht anschaut, dann ist es auch nicht schlimm. Ich passiert nichts. Keiner von euch werde ich wichsen. Geile Aussage. Also, man kann da nicht empfehlen, schaut's nicht an. Genau, sonst werden wir euch durchwichsen. Nein, sehr durchwachsen. Für mich zwingend schlecht, dass ihn voll absaget. Aber zwingend gut, dass ihn feiert. Das ist für mich einer der mittelmäßigsten Filme, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe.
Boah. Okay, das sind schon harte Bandagen. Ja, jetzt ist mal Schluss mit lustig, gell? Ja, nicht schlecht. Jetzt gibt's ordentlich auf die Schnauze. Na gut, dann würde ich sagen, wir grüßen an Jamie Foxx. Also Jamie Foxx, wenn du das nächste Mal in einem coolen Film mitspielen willst, beim Sauerkrautkoma, die dran, glaube ich, noch weiter Filme und die kannten bestimmt einmal einen coolen schwarzen Schauspieler gebrauchen. Auf alle Fälle. Der bei Django Unchained mitgespielt hat. Yeah. Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt Das sagen wir nicht. Was? Sagen wir nicht. Ja, der Triple Threat. Ach Gott. Triple Threat. Fast hätten wir es verpasst. Triple Threat. Kani. Sterben Tiere? Nein. Sieht man Titten? Leider nein. Und sieht man entblößte Trompeten? Da hat der Mike gezogen, leider nein. Wobei beim Unsichtbaren, da wissen wir ja nicht, ob er Kleidung gehabt hat. Ja, aber wie du schon sagst, der war unsichtbar. Da sieht man kein Geschwängel. Ja. Also machen Mike keine Hoffnungen, sonst schaut uns ihn an, weil das sehen mich und dann sagt das nicht, dann ist er noch lästiger. Also so ist. Ich hab gedacht, der Mike hat gesagt, wir schauen uns den an. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, jetzt darfst du abmoderieren. Endlich. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt euch selber davor überzeugen, ob Project Power cool ist oder nicht cool ist und uns dann beschimpfen oder huldigen. Ansonsten, ihr dürft uns immer huldigen, aber nicht beschimpfen. Ja, hört weiterhin den besten Podcast der Welt. Oder Kani? Genau. Da ich auch sagen, liked uns, teilt uns, kommentiert uns, küsst uns, berührt uns. Alles, was wollt, könnt ihr mit uns machen. Wir leben, um euch zu dienen. Genau, außer wir haben keinen Bock. Ja, stimmt eigentlich, gell? Dann hören wir jetzt auf und nehmen nichts mehr auf mit dem Scheiß. Ich hab keine Lust nicht. Dann vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Bis zum nächsten Mal. Der beste Podcast der Welt. Mic drop.